Servus und Habideri beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Und zwar wieder zu unserem allseits beliebten Format, den Warlex. Und zwar zum Monat Oktober. Mit mir dabei im virtuellen Studio natürlich der Corby. Hallo, grüß Gott. Na, Servus. Mike, was geht ab? Alles, was fürs hat. Jetzt warte, bevor wir uns auslassen, wie es uns so geht und so, begrüße ich auch noch einen Kani natürlich. Nein, ich bin raus nach dem dummen Spruch. Schneid das raus, ich bin weg. Schneid's mich raus. Jetzt reicht's. Ich habe auch meine Grenzen, Leute. Vielleicht gibt es wirklich einen da draußen, der diesen Gag noch nie gehört hat und der lacht jetzt gerade. Der lacht jetzt gerade in der U-Bahn oder im Auto. Ja, der hat aber in seinem ganzen Leben noch keinen Witz nicht gehört, wenn er über das lacht. Ja, vielleicht. Muss ja nicht hören, ich hätte unser Podcast. Wer weiß. Also, Corby, auf die Frage, mir geht's sehr gut, ich bin wieder gesund, ich sehe wieder von meinen Augen aus, Bindehautentzündung vorbei, Fieber vorbei, ich sitze wieder da wie der Einser. Super, sehr schön. Selber, Corby, was ist los? Ja, ich habe jetzt vor kurzem einen lustigen Ausflug gemacht mit dem Kani. Da muss man schon sagen, da erntet man sehr viel Lebensfreude. Okay, was habt ihr denn gemacht noch? Ja, wir waren im Klemmbaustein-Geschäft. Okay. Okay, Freaks. Nein, du, mein ganzer Speicher ist voller Lego-Kartons, also kehre ja dazu, ne? Und danach waren wir in Waldkirchen beim Penninger. Ah, okay. Das war noch eher wohl leck als der Klemmbaustein-Shop. Ja, leider. Leider. Weil wir haben den freundlichen Hinweis gekriegt, dass in Passau jetzt so ein Blue Bricks Geschäft aufgemacht hat. Aha. Dann haben wir gedacht, Corby als alter Klemmbaustein-Fan, machen wir ein Trinkspiel draus, jetzt mal Schnaps mit Klemmbaustein sagen. Okay. Da kannst du sicher mit mir da hinfahren, den interessiert das auch. Und dann haben wir uns das angeschaut, aber leider war das nicht Klemmbaustein-tastisch, wie wir erwartet hätten. Na. Warum, was war dann da? Was war da los? Ja, die haben halt nur die Schachteln ausgelegt, aber da war, glaube ich, nur ein einziges drum wirklich aufgebaut und ich weiß nicht, ob du schon mal was bei Blueblix bestellt hast, aber das sind sehr einfallslose Kartons. Es sind halt wirklich de facto nur Kartons und vorne ist ein Aufkleber drauf. Okay. Genau. Aber halt so an der Stirnseite, weißt du, nicht mehr auf der großen Fläche. So Shipping-Kartons bloß. Ja, genau. Und gerade, dass da nur ein kleines Beutel davon drauf ist, was das jetzt genau ist. Also, der Vorstellungskraft muss schon sehr, sehr, sehr stark arbeiten. Aber es war erstaunlich viel los. Also für das, dass wir, oder mal anders, als ich meiner Frau gesagt habe, da hat ein Blue Brick Shop in Passau aufgemacht und ich fahre mit dem Kani dahin, war das Erste, was sie gesagt hat, oh, das wird teuer. Aber tatsächlich, ja, die ganzen großen Sachen, die haben uns dann doch eher abgeschreckt, weil, ja, man kann sich nicht wirklich drunter etwas vorstellen. Ja, und ich bin da ein wenig, ich bin da einfach ein bisschen Lego verwöhnt. Ich habe halt einfach Bock auf die ganzen Lizenzen, die Lego sich eingesackelt hat. Und jetzt gehe ich da durch und dann sehe ich irgendwo einen Panzer und einen Bulldog und einen Heisel und denke mir so, ja, ist mir scheißegal, wo ist der Millennium Falke und wo ist das Batmobil und wo ist der Avengers Tower. Geb gescheiten Scheiß. Ja, dafür haben die halt Star Trek. Ja, Star Trek ist aber der kleine behinderte Bruder von Star Wars, das wissen wir. Der bucklige Bruder. Ja. Und die Hälfte unserer Abonnenten auf YouTube ist weg. So viele Star Trek-Fans gibt es auf der Welt. Ich wollte gerade sagen, außerdem sind die Hälfte unserer Abonnenten ja Spanier, wie wir jetzt festgestellt haben, die verstehen uns gar nicht. Die hören sich das jetzt so und sagen, adios mio, non comprende. Das hast du jetzt schon festgestellt, oder wie? Keine Ahnung, ich glaube, heute hat es mal irgendeinen spanischen Abonnenten eingeschwappt. Zumindest hat der Name spanisch gewirkt, keine Ahnung, wo der lebt. Bavarian Gringo. Muy bien. Unsere Muy Shorts, bien, ja. die der Mike produziert, die kennen wir in Spanien und in Portugal extrem gut an. Jetzt ohne Schmarrn. Ja, schon her. Ja, ohne Sehr Schmarrn. schön. Sollte man schon langsam die Sprache lernen, weil wir anscheinend unseren Podcast umorientieren müssen. Ich glaube, das liegt nicht am Podcast-Namen. Hola, Senor. Ja, hola, chicas. Viva la Movilusion. Cerveza. Puta madre.
Puta Madre Penteco. Was halt cool war zumindest, die haben halt, sie wenn mehr Zeug drin gehabt hätten, von denen, weil sie bauen ja trotzdem immer so Marvel-Zeug und Star Wars-Sachen nach, aber nennen sie halt dann anders und haben halt keine Figuren drin, oder? Ich glaube, für Figuren haben sie keine Lizenzen. Für die Minifiguren bei Lego natürlich nicht. Also Lego verklagt da brav jeden Hersteller, der sich nur in die Nähe der Figuren wagt. Aber sie haben jetzt vor kurzem eigene Minifiguren geschaffen, die werden jetzt nach und nach in die Sets mit reinkommen. Ah, okay. Aber wenn sowas, wenn ich noch da gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja cool, da habt ihr mir dann schon eher, so wie das Sanctus Sanctorum, dieses Dr. Strange House. Das gibt's ja von Lego und dann für den gleichen Preis von, wer war das? Panlos. Von Panlos, aber halt ungefähr 48 Mal so groß und detailreich. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist geil, weißt du, das ist ein Karton, den schaue ich mir jetzt gerade gerne an, auch wenn es mir nie kaufen wird, aber es ist geil, schaue ich mir gerne an, standel ich gerne durch hier, aber ansonsten ist halt nur, ja, haut's auch mit den scheiß Bulldogs am Panzer und den ganzen Scheißdreck. Und was kostet noch das von Blue Bricks, also dieses Dr. Strange House? Also da war es Das ist ja nicht von Blue Bricks, das ist von Panlos. das Geschäft des Blue Bricks, der vertreibt da diese ganzen anderen Klemmbausteinhersteller. Ah, okay. Ja. Das Dr. Strange House kostet genauso viel wie das von Lego. Oder ist es sogar billiger? Ach so, aber ist doppelt so. Das ist okay, sogar, ich glaube, dass sogar ein Funken billiger ist. Ja. Also jetzt da im Geschäft, glaube ich, war's auch bei 230 €, was aber in dem Fall halt voll okay ist, für, wenn du da mal das Video vom Held der Steine anschaust, wo du einen direkten Vergleich hast zu dem Lego-Heisel, das halt wirklich einfach, ich glaube, locker doppelt so groß ist und dreimal so viele Teile hat oder doppelt so viele Teile. Das ist eigentlich ist Lego ein Witz. Denen ein Vorteil ist halt wirklich diese scheiß Lizenzen, die haben, aber die machen halt nur noch Mist. Wo sie eigentlich fast schon einen Kani gehabt hätten, das war gleich beim Eingang, weil da war eine ziemlich große Alien-Figur. Ja, die war geil. Da war man ja nicht mehr drin, da ist er schon hingesteuert. Ja, ist ja gleich am Eingang gestanden. Der Xenomorph quasi, oder was? Ja, genau. Ich habe gar nicht ausgekannt, der hat ja direkt den Empfang genommen am Eingang. Der Korbi ist ja dann zu den kleinen Haustierbauten hingegangen, da hat man so kleine Hundis und Katzen und Schweine und Hamster bauen können. Das war ein Korbi sein Milieu. Die kleinen Mädels haben auf alle Fälle ganz komisch geschaut, als er da gestanden ist, hat die ganze gesagt, oh, Kawaii. Ja, die wär's bei wegdrucken müssen. Schon. Geht zu mir und schaut den Alien an. Da so wäre der Typ im Kappi, nein, das ist manchmal danach. Und sie haben halt wirklich ein einziges Set-Aufbau gehabt und da war daneben ein riesiges Schild, das ich sogar laut vorgelesen habe, wo mehr oder weniger draufsteht, man soll es bitte nicht antatschen. Und in dem gleichen Moment, wo ich das vorlese, geht mein Handschuh in Richtung Set. Und dann sagt der Kani, sag mal, kannst du den lesen? Unterm Lesen klang der Vierte wie so ein kleines, trotziges Kind. Und wart, bis er mit den Fingern klatscht, oder? Ja. Wenn er nichts gesagt hätte, hätte ich hingelangt, wirklich. Auf jeden Fall, also sollte wieder erwarten uns hier jemand hören, der in dem Laden arbeitet. Also, ich dachte schon nicht schaden, wenn ihr ein paar Sätze aufgebaut im Laden drin hättet. Einfach, dass man sich was drunter vorstellen kann. Kleiner Tipp, Zwinker, Zwinker. Ja, aber Penninger war natürlich auch cool, unser lustiger Ausflug. Der war schön. Der Kani hat dann einen Stefan gleich mal via Social Media belästigt. Ach, das habe ich sogar gesehen. Wenn dort High Society einmarschiert in seinen Sauerland und dann ist er nicht da, was ist mit ihm? Sein Sauerland. Wow. Fix. Wo gehen wir da hin? Dafür haben wir trotzdem ziemlich viel Geld da gelassen. Hockt er daheim und spielt Elden Ring, anstatt er da sitzt und mit uns Schnaps sauft. Habt ihr es vorab schon Weihnachtsgeschenke gekauft, oder was? Für uns selbst. Ja, ich würde sagen, wenn du das irgendjemand meinen Schön gekriegt, ich habe sogar ein Eierlikör vom Penninger gekauft. Das kann ich mal empfehlen. Als kleines war Lex, ein Stamperl Eierlikör auf Nacht ist ist echt was Feins. Ja. Und der Penninger, der hat so richtig schöne Farbe, so richtig schön dunkelgelb. Da waren gute Ohren drin, glaube ich. Ja, insgesamt muss man echt sagen, also diese Location da in Waldkirchen von Penninger, das ist schon was Besonderes. Also das ist schon echt geil. Ja, absolut. Also es ist richtig, richtig schön hergerichtet. Ja, na, das, wie das innen ausschaut und so. Vielleicht haben wir ja bald wieder diese Gelegenheit, dass wir hier fahren, wenn wieder die Klassenfahrt ist vom Hardline. Der Kani und ich haben schon gerätselt, ob das nicht wahrscheinlich schon entweder ausgemacht ist oder schon war und du uns bloß nichts gesagt hast. Dreckschwein. Nein, du seid ja beim Verein selber dabei, es kriegt sie die Mail selber. Ja, da bin ich gleich wieder austreten nach dem Hardline, damit der Flo rückgibt. Medienpartner und ausgetreten, oder? Genau, kurz vorm Hardline tritt ich wieder ein und dann sage ich, hey, irgendwas ist da falsch gelaufen, ich weiß nicht, wer die Kündigung geschickt hat. Das nächste Jahr soll ich sicher ganz. Zwinker. Sonst müssen wir 4 Tage wieder die Salzerei anhören. Ja, Mike, was hast denn du so drin? Hä? Hier verdammt viel Paranormal Activity geschaut. Geil.
Ist die Vorbereitung gleich mal ein Leck für dich, oder wie? Ja, voll. Das war irgendwann, ich hab mir dann wirklich so viele Notizen machen müssen, weil irgendwann, glaube ich, verschwimmt das Ganze, wenn man sich da nicht wirklich Notizen macht. Das, wo es jetzt genau in was für einem Teil war und so, das ist schon, ja, oftmals sehr ähnlich. Ja, aber da haben wir ja extra Folge dann drüber. Genau. Wo ich gesehen hab, ist der The Black Demon zum Beispiel. Das ist der High-Dämon, oder? Ja, genau. Der im Vertrieb von Leonine, die man eigentlich sehr gern mengen. Und ich weiß nicht, der Film wird momentan sehr gut, stark promoted und so. Und jeder macht irgendwie da so seine Reviews drüber. Und ich habe jetzt aber noch nicht reingeschaut und gehört, was die Leute so sagen, aber ich war überhaupt nicht begeistert. Der Trailer war mega gut. Und diese 8 Minuten High-Action in dem Film haben sie irgendwie dann so zusammengeschnippelt, dass der Trailer cool ausschaut. Aber es ist wirklich so viel Gelaber, dass der Rauch davor geht und du merkst eigentlich nur die ganze Zeit sehen, wie der Hai, der Dämonenhai, wohlgemerkt, Leid frisst. Und das kommt zwar vor, aber das ist, sehr rudimentär. Was man ihm wirklich positiv ummerken oder anrechnen muss, das ist, dass er wirklich versuchte, das ganze angestaubte Hai-Genre ein bisschen an Pep reinzubringen, dass man sagt, okay, man mischt so lateinamerikanische Mythologie, ein bisschen Konsumkritik, ein bisschen Familiendrama und klatscht nur so ein Hai mit rein und so. Wie gesagt, es ist, an High-Action gibt's nicht viel, es gibt, wo es ganz viel gibt, dann endlose Dialoge. Die Qualität von den Effekten ist absolut schwankend. Der Hai selber schaut nicht schlecht aus, aber der Hai übt dann auf die Menschen noch anderweitig Einfluss aus und das schaut dann manchmal ein bisschen seltsam aus mit so Leichenmassen unter Wasser und so, ist ein wenig befremdlich. Wie gesagt, die Idee dahinter kann ich einem positiv anrechnen, Umsetzung eher durchwachsen. Wo es auch für die Schauspieler geht, Josh Lucas spielt mit, den kennt der ein oder andere vielleicht noch, reißt es aber auch nicht raus. Der Josh Lucas, ja. Josh Lucas, reißt es aber auch nicht raus. Und ja, startet vielversprechend und hat interessante Ansätze, aber zum Ende hin wird das ein richtiger Krampf. Kann ich nicht empfehlen. Oh je. Da ist jetzt, weil du sagst, Hai-Ding, habt ihr es gelesen, dass es gibt doch diesen Sharktopus versus sowieso oder nur Sharktopus. Ja, super. Da soll jetzt angeblich aus China ein Big-Budget-Remake rauskommen, das sogar besser ausschauen soll als Meg 2. Okay. Ich hab da halt nur irgendwo kurz was gelesen, das ist jetzt halt noch keine verifizierte Info, aber das, wenn rausgekommen hat, das war schon geil, glaube ich. Ja, gib mir gern. Ich wollte jetzt gerade sagen, weil der Mike ja gesagt hat, dieses eingestaubte Hai-Genre, also Meg 2 ist doch auch erst dieses Jahr rausgekommen. Ja, aber wie eingestaubt geht's noch? Wie Meg 2. Sind wir nicht besser? So, egal wie viel Wasser das Meg 2 aufwirbelt, dann Staub es nicht überbracht. Das ist egal, wie viel Haie das dann vorkommen und wie viel Scheiße das passiert. Es ist einfach langweilig, weil es einfach, total überproduzierter Krampf ist. Mit einem Jason Statham, der sowieso niemals was passieren kann. Da schauen ja alle bloß auf ihn. Ja, aber das möchte ich nicht. Wenn ich einen Haifilm sehe, dann möchte ich doch nicht einen Jason Statham anschauen. Ich möchte Haie sehen und einen Statham, aber... Ich möchte einen Hai sehen, der einen Statham frisst. Voll. Und wie gesagt, es gibt ja in Meg 2 eine richtig coole Szene, wo man aus der Sicht vom Hai, vom Schlund, wie man sieht, wie er die Menschen verschluckt und so. Er hat ja schon ein paar so Momente, die besser sind wie im Einser. Aber im Großen und Ganzen hat mir der Einser trotzdem noch besser gefallen, weil der noch auf eine gewisse Art und Weise mehr High-Action gehabt hat. Und Meg 2 hat ja, ich glaube, die erste Stunde fast keine High-Action nicht. Das ist ja eher mehr Underwater mit einer komischen, super, mega, Mecha-Anzüge und so. Hat mich auch schon wieder alles genervt. Nein, Meg 2, der war noch schwächer wie der erste. Irgendwie momentan ist bei dir so eine allgemeine negative Grundhaltung. Ich sag nur Scheiße, Corby. Ich sag nur Scheiße. Ich habe, wie gesagt, ich führe auch meine Letterboxd-Liste für die besten Filme 2023 und wie viel habe ich denn drauf? Ich glaube 4 Filme. Und das Jahr dauert nicht mehr lang. Also ich bin vor allem irgendwie ein bisschen enttäuscht, sei es der Boogeyman, sei es Insidious. Das letzte Gute, was ich wirklich gesehen habe, war Talk to Me, wo man wirklich einmal selber vielleicht eine Folge machen kann, weil der wirklich stark ist. Exorzist war auch so ein Mittelding und ja, ich sehe, glaube ich, nur Krampf momentan. Ist der Nun 2 war auch ein Mittelding? Ja, richtig, danke, war auch Mittel. Ja, Mittel, echt, okay. Ich hätte jetzt schon untere Hälfte eher gesagt. Ja, das ist Auslegungssache. Er hat seine Momente, aber wie gesagt, das ist auch das Ende, fuck it wieder. Du meinst wenigstens, sie ist hübsch. Sie ist super. Sie ist wie immer super. Booney Aarons oder wie es heißt, ist immer gut. Ach, ich hab die noch nicht gemeint. Ja, meine ich ja. Welche jetzt? Der Film strotzt nur so von Nonnen.
Scheiße, stimmt. Oder meinst du die andere? Nein, ich meine schon den Nan, ja. Nein, ja. Bunny Aarons, meine ich heißt. Ja, ich sehe, glaube ich, momentan nur Krampf. Ich weiß nicht. Okay. Du musst weniger in den Spiegel schauen. Ich bricht zusammen, ich scheiß in Hosen, bin ich lustig. Hey, ich möchte mich nur auf das Niveau von deinem Scheißspruch Also begeben. am Anfang möchte er aussteigen aus dem Podcast, nachdem er einen schlechten Witz gehört hat, und jetzt macht er selber einen. Schäm Ja, dich. ich hab gedacht, ich nehme das Niveau mit, hol's einmal. Ja, apropos Niveau, Exorzist haben wir ja selber haben wir miteinander gesehen. Was sagt ihr zu der Gaudi? Vielleicht reden wir noch kurz über den Exorzist. Hä, was? Ja, in die Volex hat er nichts verloren. Du weißt schon, dass ich da nicht dabei war. Da war der große Portert dabei. Ach, stimmt, habe ich euch verwechselt. Boah, ja, die schauen ja sorry. fast gleich aus. Ja, das stimmt, die kann man eigentlich schon mal verwechseln. Die schauen aber fast gleich kann aus, ich die zwei. eher war Dreck, oder? Wie ist bei dir, Exorzist? Völlig, also wie gesagt, den habe ich gar nicht dabei, weil der weder noch ist für mich. Den habe ich angeschaut und in dem Moment schon wieder vergessen. Mhm. Der hat überhaupt nichts mitgebracht, bis auf das, dass mir, wenn ich ein Wort direkt draus machen müsste, dann war das der Exorzismus selber in dem Film, weil der so beschissen ist, dass ich sage, wer ist denn auf diese Drecksidee bitte gekommen? Ja. Dem kehrt sofort ein Nippel umdreht. Wobei, wie gesagt, bei ein paar Sachen kann man ja verstehen, was sie eigentlich sagen wollen mit den verschiedenen Religionen und so, dass Ja, die, aber die Katholiken man hört sind. alles best. Da kommt Putzfrau und macht den Exorzismus, wow. Ja. das wäre ein geiler Film. Ich fand Also am das wär- Das Anfang- ist nicht weit geiler weg, Corby. Das ist nicht so weit weg, wenn ich Ja, sage, das dass Putzfrau kommt und einen Exorzismus macht. Okay. Aber ich muss sagen, der Anfang war stärker, wo noch nichts Übernatürliches großartig dabei war, wo es eher so Ja. thrillermäßig war. Hat mir besser taugt und dann desto mehr übersinnliche Sachen, das passiert sind, desto mehr war das so Malen nach Zahlen. Absolut, ja. Naja. Die Mädels haben noch einen guten Job gemacht, da kann man auch nichts sagen. Stimmt. Die zwei, die Besessenen gespielt haben, die haben gut ausgeschaut und haben einen guten Job gemacht. Wer war denn da der Regisseur? David Gordon Green. Der, wo, glaube ich, die nächsten 2 Teile nicht machen darf. Okay. So mal unter uns. Weil es hat ja, Blumhouse, glaube ich, hat ja diese Rechte gekauft vom Exorzist. Und die Rechte allein haben 400 Millionen gekostet. Und dann unter der Voraussetzung, glaube ich, dass 3 Filme machen. Und der erste Film hat jetzt quasi, glaube ich, die 100 Millionen gemacht. Und dann ist aber das ganze Werbeklump und so noch nicht dabei oder Abzong und Ding. Also ich glaube, die müssen da ganz schön rudern und müssen sich ganz schön was überlegen, dass diese Kohle, die was vorgeschossen haben oder rausgeschissen haben, ich glaube nämlich, dass die Blumhouse momentan ein Glatzen rupft, was an Kohle ausstandig haben, wegen dem Film. Aber gut, schauen wir mal, was die nächsten 2 Teile bringen. 30 Millionen Budget und 110 weltweit eingespielt bisher. Das ist nicht so rosig. Ist nicht so, nein. Sollten sie sich lieber an die Budget- und Boxoffice-Zahlen von Paranormal Activity orientieren, aber das Herz den anderen Folgen. Wow. Lauter Referenzen dahin. Ja, das ist brutal. Hast du auch offizielles Warleck in die Warlecks dabei oder Balek? Ich maul halt nur die ganze Zeit ein. Ah ja. Guter Plan. Ich habe aber nur ein kleines Warleck, natürlich habe ich sowas dabei, ein kleines Warleck. Der Mike hat schon mal von der Serie Evil verzeiht, da hast du, glaube ich, nur die erste Staffel damals gesehen gehabt und ich habe jetzt die 3 Staffeln, die auf Paramount Plus drinnen sind, durchgeheizt. Und ab dem 3. machen sie so geiles Gimmick mit ein, dass, wenn's Intro läuft, da gibt's ja immer diesen Skip the Intro-Button. Oder wie es bei den New Kids jetzt gibt, die Intro, Junge. Steht nicht drin, also bei einer steht dann, es gibt die Intro and you will be haunted. Das ist immer recht cool, ich hab mich gleich gefurchten, dass ich dann das Intro nicht geskippt habe. Haben sie mir schon gehabt an die Eier. Aber finde ich eine coole kleine Idee, weil ansonsten nutzt keiner irgendwie diesen Button einmal für irgendwas. Fand ich eine coole Idee vorher. Ja. Und die Serie, abgesehen davon, mega geil. Bist du jetzt fertig mit der 3.? Ja, da bin ich durch. Ich Und war schon sehnsüchtig, dass weiter weitergeht. hier zu empfehlen. Ja, voll. Und das Finale von der 3. ist halb so, dass du sagst, hey, brauchst du das? Aufhören. Okay. Mögen wir nicht. Muss ich fertig machen. Habe ich, glaube ich, noch 6 Folgen oder so. Ja, tu es. Muss ich tun. Musst, nein. Corby, wie schaut's bei dir aus? Also, ich habe theoretisch 2 Filme dabei, aber ich möchte vorher nur über was reden, was für mich schon Warleck ist, weil ich habe mir da erst heute wieder, also ich habe mir echt den Kopf gelangt und hab gedacht, warum? Ich verstehe es nicht. Und Mike, du wirst schon ahnen, in welche Richtung das geht. Und ja, es geht wieder um Klemmbausteine. Ja. Also, ich hab mir echt Was ist da los bei euch zwei? er muss sich doch verdo haben, habe ich mir da gedacht. Und zwar Anfang Oktober schaue ich so, warst schon ganz naiv in meiner Letterbox, was machen so die Leute, die ich folge. Und dann jetzt. sehe ich, der Mike gibt
The Lego Movie von 2014. Also der Film, in dem ich 3-mal im Kino war. Ja, weil du da gleich beim ersten Mal nicht verstanden hast. Einen Stern und schreibt, Lego Movie ist ein hysterischer und unwitziger Film mit unglaublich schnellen Dialogen und nervig übertriebenen Charakteren. Ja. Der Film war sogar so beschissen, dass mein Bub gesagt hat, wohlgemerkt, mein Bub mit 5, hat gesagt, Papa, das ist ein richtiger Krampf, tu ihn bitte außer. Ja, sogar Kinder gefällt er nicht. Ich hab mir jetzt erst gedacht, vielleicht hat er sich vertan. Null. Also habe ich ein paar Stunden gewartet, bis ich darauf reagiere. Und dann habe ich mir gedacht, na, er ändert es einfach nicht. Und Der Wichser. Der war doch ein Playmobil-Movie. das passt nicht. Und dann habe ich irgendwie darauf reagiert. Ich wollte ihm ein Signal geben, so, Mike, ist dir eigentlich klar, was du da hast und so. Also, und dann hat der Philipp, danke nochmal, Philipp, dass du mich da wenigstens unterstützt. Ja, danke, Philipp. Hat dann auch zugestimmt, dass der Film schon echt geil ist, dass der super ist. Und ja, ich bin da halt wieder drüber gestolpert und hab's dann nur mit drunter geschrieben, dass ich schockiert bin. Und dann, jetzt pass auf, ist eigentlich, das ist das, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist denn los? Dann hat der Mike nämlich nur mal kommentiert, hab die Blu-ray gestern erst wieder in der Hand gehabt. Da macht mich sogar die bloße Anwesenheit der Hülle grantig. So ein Käse habe ich lang nicht gesehen. Die Freigabe ab 0 ist übrigens ein Witz. Für Kinder ist der Film absolut nicht geeignet. Richtig. Warum hast du dann die Blu-ray? Wieso hast du die Blu-ray, wenn du den Film so hast? Weil ich mir gedacht habe, ein Lego-Movie, das ist ein Gmadi Wies. Und den schieße ich mir aus und ich habe eine mordsgeile Zeit mit dem Film. Ich habe mir so gedacht, so wie es beim Super Mario Brothers Film war. Den haust du rein und sagst und gehst mit einem Grinsen aus und schaust dann ein zweites Mal oder drittes Mal und denkst da, wow, der wird jetzt mal besser. Und ich habe den Lego-Movie ja schon mal mit meiner Frau geschaut. Da war es noch gar nicht meine Frau. Und dann haben wir jetzt gedacht, weißt du was, den geben wir jetzt noch mal eine Chance, weil wir einen Filmabend mit dem Bund gemacht haben und dann wirklich, es ist bis zu der Szene, haben wir geschaut, wie der Liam Neeson gesprochene Polizist da bei dem Kreuzverhör komplett durchtrat. Und das ist der unlustigste, größte, komplett Scheißdreck, den wo ich seit langem gesehen habe. Keine von den Figuren kann irgendwo 1 Sekunden sich halten, der zuckt gerade jeder, Dialoge, alle schmerzen durcheinander, 1000 Schnitte, voll Muse. Also, wer da keinen epileptischen Anfall kriegt, das hat ihm nicht mehr, das sage ich euch. Ein geiler Film. Großer Gott. Das ist gerade der peinlichste Monolog, den ich seit langem gehört habe und ich habe beim Trump seine Reden teilweise auch gehört. Warum tust du denn sowas? Ist ja unfassbar, Mike. Ich hab nach der Bewertung habe ich gesagt, ich muss an Mike jetzt den folgen auf Letterboxd, weil dieses peinliche Scheißprofil kann ich einfach nicht mehr anschauen. Ein richtiger Müll. Also ich verstehe, dass Geschmäcker unterschiedlich sind, aber den einer Stern hat er echt nicht verdient. Ist das noch zu viel, meinst du? Nein! Nein, Corby, das ist gar nicht gegangen. Nein, also ich kann es nicht, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Der Kani hat mir schon oft gesagt, dass das Humorlevel bei dir und bei mir höchstwahrscheinlich wirklich so extrem entgegengesetzt ist, wie es gar nicht mehr anders geht. Ja. Und irgendwie, ja, also dadurch ist Mike ist halt humorbehindert. Ja, aber es ist ja nicht immer, wie gesagt, Humor auch, aber wie gesagt, diese ganze Inszenierung, wie hektisch der ist. Das ist ja hysterisch, nicht bloß hektisch, das ist ein Wahnsinn. Ja, so baut man halt Lego. Du bist doch da, bist du schnell, Lego. Schnell. Ich möchte, dass der Millennium Falcon zusammenbaut ist, schnell. Und dann, fuck, jetzt habe ich mir das Enterprise-Schiff gebaut. Hast du schon mal irgendein Lego-Spui gespielt? Nein. Das ist alles so. Wenn die was zusammenbauen, die stehen nur davor, fuchteln mit den Händen rum und das macht nur klick, 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 klick. Und der Humor von Lego, auch von den ganzen Spielen und so, perfekt eingefangen. Es ist alles witzig. Der Will Ferrell, der scheißt in die Hosen, so witzig ist das. Also, das ist der Wahnsinn. Okay. Und im Original, es ist alles super, gesungen von Lonely Island. Also, Everything is das awesome. War wirklich ein Ohrwurm. Das Lied war Wahnsinn. Das einzige, was ich ihm gebe, ja. Aber nein, wie gesagt, bestes Beispiel war diese Verhörszene mit dem Liam Neeson Polizist. Ja, aber der Batman ist doch witzig, oder? Der Batman ist doch der Brüller, Kim. Der Batman in der Lego-Movie ist der Brüller. Ja, geht so. Ach, Kim. Nein, war nix für mich. Es tut mir leid, war nix für mich. War nix. Sorry. Was findet dann dein Bur witzig? Kung Fu Panda. Gerade war ja auch schon wieder Papp. Nein, also, wie gesagt, es hat sogar mein Bruder gesagt, Papa, das ist oder nicht, das ist ein Klon. 100%.
100%. Bullshit. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, frage ihn und dann Bitte. Und wenn er sagt, Papa, der war, oder ja, kann ich, der war super, ich weiß nicht, was der Papa hat, darfst du mir ins Backe hauen. Und ich stelle mich brathaxert hin. Mit einem Dropkick. Dropkick in Eier. Da war ich wirklich schockiert. Weil ich glaube, du hast ja nicht mein Fraktus so schlecht bewertet. Das kann schon sein. Der Fraktus, den hat man sich wenigstens anschauen können, aber bei Lego war ja kurz zum epileptischen Anfall. Du bist so ein alter Mo. Ich war da 3-mal im Kino. Ja, aber warum denn? Weil der so gut ist. Na gut, jeder wird das mag. Der hat mir wirklich grandios gefallen. Dann wirklich, Corby, den gebe ich da lieber nochmal Fraktus. Lieber nochmal Fraktus bevor ein Lego-Movie. 100%. Okay. Ja. Ja, also sollte irgendjemand nur gespannt praktisch vor unserem Podcast sitzen und schon das nächste Schnapsglas. Sollte noch jemand da sein? Hallo? Das nächste Schnapsglas in der Hand haben. Ich sage jetzt nochmal Klemmbausteine. Klemmbausteine. Und ich sag, bitte entfolgt alle an Mike auf Letterboxd, die Scheiße geht nicht unterstützt. Nein, das sage ich ja nicht einmal. Meldet's an seinen Account, dass er gesperrt wird. Wegen Hassrede. Meldet's nur wegen Hassrede. Wow, ja, genau. Na, es ist schon sehr amüsant, dir zu folgen. Also ich mag deine Rezession eigentlich allgemein sehr gern. Okay, aber danke. bei der Rezession habe ich gedacht, also irgendwas stimmt da jetzt doch absolut gar nicht. Okay. Das nicht. Vielleicht hast du ich hab als erstes gedacht, vielleicht hat er sich auf YouTube irgendwas, das The Lego Movie hast angeschaut, was von, weiß ich nicht, irgendwelchen Kindern tatsächlich gefilmt worden ist. Aber, ja. So der Mike wieder nicht auskennt, hat er wieder YouTube geschaut. Ich weiß auch gar nicht, wo man da hinklicken muss, dass das kommt. Klassischer Mike. Ja, auf jeden Fall, der Kollege, der halt meinen Wutausbruch dadurch abgerückt hat, der hat dann gleich gesagt, ja, aber warum hat er sich dann die Blu-ray gekauft? Und dann habe ich mir gedacht, das frage ihn halt, warum er sich dann diese Blu-ray gekauft hat. Ja, weil ihn einfach, ich habe mich blind einlassen auf das Ganze. Ganz einfach. Das habe ich gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, die Wies. Denselben Fehler habe ich auch noch gemacht beim Playmobil-Movie zum Beispiel, und das war nur größerer Krampf. Nein, nicht nur größer, aber genauso. Ja, also der ist, den kannst du nicht anschauen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, geht auch nicht. Ja, der ist halt wirklich auf Kleinstkinder, die sind ja noch nicht geboren, so ist der getrimmt. Ja. Den kannst du ja gerade da musst du, was weiß ich, das Handy in den Uterus einhalten, das gibt's ja nicht. Und dann lochert's und dann wackelt der Bauch. Genau, um 6 genau, Bauch und so. Okay. Oder sie schlagen die Feste ein, weil es den Scheißdreck wieder aus oder so ist. Okay, dann Mike, versuch mal deine Ehre zu retten, und was hast du denn sonst noch dabei? Jetzt weiß ich nicht, ob ich das allein habe oder ob ihr das auch habt. Und zwar haben wir von Pandastorm Pictures Terrified angeschaut. Habt ihr den Screener auch gesichtet? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich schreckt das Poster extrem ab. Und Warum? auch die Bilder, die du dann gepostet hast, weil ich da in der Stimmung dazu sein muss, und ich glaube, dass der scheiß gruselig ist. Oh yes. Deswegen ist das einer von den Filmen, die ich Warleck voll geil fand, weil der nämlich richtig gruselig war. Also der ist wirklich durch Mark und Bein gegangen. Also er holt sich ja, finde ich, recht mit Jumpscares zurück, lässt ganz viele Szenen einfach mal so auf sich wirken und so. Vor allem, ich sage nur, diese Szene mit der Kamera und dem Typen unterm Bett. Wahnsinn, also da ist man ganz all Haut Affe, obi, links, seitwärts, hinter. Also das war wirklich... Brutal. Ja. Da hat man so einen richtigen Schrumpelsack gekriegt davor, das war echt ekelhaft. Schrumpelsack. Ja. Das kennst du, wenn du dich richtig fürgst, dass du alles zusammenzieht. Ja, also wirklich ein unheimlicher Film. Er war wirklich unheimlich und hat richtig für Gänsehaut gesagt. Ja, bin ich auch dabei. Absolut. Das Erzähltempo finde ich auch ziemlich ruhig, aber es wird halt recht viel Fokus dann auf die Figuren gelegt, wo es aber auch nicht schlecht ist, weil man halt dann mit den Figuren mehr connecten kann im Endeffekt. Und die ganze Gut, dass du es auf Connecten gesagt hast. Okay, man fühlt sich verbundener mit den Figuren. So. Nein, jetzt verstehe ich es nicht mehr. Bleib bitte bei Connecten. Anglizismen sind wichtig. Passt. Und die Erzählweise ist anfangs also so episodenhaft, dass man wirklich aufpassen muss bei dem Film, wer jetzt wer und wem jetzt was gerade passiert, weil es passieren verschiedenste unheimliche Sachen, die auch gar nicht zum Hängen scheinen. Also ich bin auch bis zum Ende vom Film bei ein paar Sachen, die habe ich nicht miteinander connecten können, kann ich, oder? Sehr gut. Da commit wir uns jetzt drauf, ja. Wenn man nämlich keine Anglizismen hernimmt, dann sind wir goofy. Goofy. Ja. Ja, das ist ein Jugendwort. Das ist aber jetzt schon aus den 90er, was du da hernimmst. Nein, Jugendwort 2023. Was? Ja. Was ist denn los mit der scheiß Jugend? Was ist denn? Also, jetzt sei nicht so wieder, Mo.
Wir haben auch Scheiße Ich gesagt. mag kein Boomer mehr sein, deswegen sage ich lauter so coole Sachen ab jetzt. Ja, immer, musst immer. Leute, das ist voll cringe. Der Shit ist lit, Alter. Jetzt schmerz weiter. Vollgas. Genau, also man muss gut aufpassen bei dem Film, weil sonst verliert man den Überblick bei den ganzen gruseligen Sachen und wie es zusammenhängen. Und manche Informationen muss sich das Zuschauer wirklich auch selber erarbeiten. Also er erklärt so gut wie gar nichts. Ich glaube, ein expositorischer Dialog ist einmal dabei mit so einer alten Dame, die... Ja, das ist da die, wenn sie an der Wand sitzt, oder? Ja, genau, mit dem Riss an der Wand. Aber das muss ich ja sagen, das ist eine Szene, die fand ich irgendwie dumm. Okay. Weil man denkt, warum bleibt's denn die ganze Zeit vor dem scheiß Loch sitzen? Bis natürlich passiert, was passieren muss. Ja. Hätte ich schon lange gesagt, ich glaube, das ist nicht so unseres da. Ja. Aber gut, am Ende ist es ihr Leben gewesen. Richtig, so schaut's aus. Ja, also Terrified im Spannungsaufbau voll krass effektiv. Es gibt ein paar wirklich unheimliche Kreaturen, die sich da in der Dunkelheit tümmeln und ein paar richtig abgefuckte Ideen gibt's. Und Ausleuchtung fand ich cool, kreative Einfälle und ich war richtig erschüttert am Schluss. Also ich war richtig dabei. Und richtig destroyed warst. Destroyed. Ich war down. Ja, richtig destroyed. Und ich habe auch dieses Mediabook gekriegt, das ich stellvertretend für euch immer noch daheim habe. Wo es ist natürlich auch noch ausgehändigt kriegt. Aber finde ich sehr geil. Ich habe einmal ins Bonusmaterial reingeschaut. Also man kann jenseits von diesem, 90-minütigen Film noch einiges am Bonusmaterial rausziehen. Haben wir sich Pandas dann wieder richtig Mühe gemacht mit der VÖ. Das Mediabook ist super geil verarbeitet. Und was noch sehr wichtig ist, die Synchro ist sehr stark wieder. Also nix von Kollegen Tiberius und Co. Bei Pandastorm kann man sich immer darauf verlassen, dass die Synchro geil ist. Conny, was sagst du noch? Hast du noch irgendwas dazu zu sagen zu Terrified? Nein, stimme voll und ganz zu. Das Mediabook kann ich noch nicht beurteilen, das habe ich noch nicht gekriegt. Das ist 6 wahrscheinlich demnächst auf eBay Kleinanzeigen. Wahrscheinlich kannst du es dann bei mir abholen. Kann ich es mir dann kaufen für 45 Euro. Nein, aber ansonsten stimme ich dir zu. Sehr schön. Vollumfänglich. Pandastorm-Veröffentlichungen sind immer sehr, sehr toll. Könntest du in 2 Sätzen vielleicht auch noch ganz kurz erklären, um was es eigentlich da geht? Nee. Na. Cool. Schau dir den Film an und halt dein Maul jetzt. Deswegen, das, was ich gesagt habe, Corby, das ist ein bisschen schwarz zu mir erklären. Es gibt im einem Segment wird die Frau von einem Mann im Badezimmer extremst umgebracht von einer unbekannten Identität oder Entität, sagen wir es so, wo man nicht weiß, was das ist. In einem anderen Segment geht es darum, dass einer im Schlafzimmer irgendwie immer irgendwas sie bewegen fühlt und dann steht eine Kamera auf, eben auch wie, ähnlich wie bei Paranormal Activity, nur das, was er dort zum Sehen kriegt, ist wirklich obergründig. Also wo man bei Paranormal Activity eher gar nichts sagt oder nicht viel, sagt man da was einem so richtig Zähnägel auftrat. Und in einem anderen Segment haben wir einen toten Jungen, der auf einmal wieder aus dem Grab zurückkommt. Und das wird dann zu einem großen Ganzen storytechnisch zusammengeführt. Also es klingt auf jeden Fall, jetzt habe ich Bock, mir den anzuschauen, tatsächlich. Dankeschön. Ja, bitte sehr. Du musst da der Mediabook über Kleinanzeigen kaufen. Okay. Vom Mike. Okay. Ist aber nur mit Selbstabholung, verschickt's nicht. Vielen Dank, Pandastorm, dafür, dass wir uns das Mediabook dann kaufen dürfen. Du musst dich bei Mike bedanken. Pandastorm hätte es uns gern geschenkt. Also. Nein, gibt's nichts. Scheiß Mike. Und der Regisseur, da schmatzt jetzt den Namen wahrscheinlich verkehrt aus, der Dimian Rugna, der hat jetzt auch einen Film gemacht von 2023, When Evil Lurks. Und der hat jetzt in irgendeinem, ich glaube in Sitges, hat der irgendeinen tollen Preis gekriegt, der Film, weil er der beste Film des Jahres ist oder irgendwie so. Und muss auch wieder so ein Dämonen-Ding sein. Die ersten Battle, die ich gesehen habe, schauen recht gründig aus. Bin ich auch sehr gespannt. Weil der ist gerade ziemlich in aller Munde, so dieser When Evil Lurks, gell? Ja. Und dann habe ich gesehen, hey, das ist derselbe Regisseur wie von Terrified und ich war satisfied. Oh Mensch. Yeah. Durch Hundling blärt. Zucker blärt durch Hundling. Der nächste bitte. Weiß nicht, Kani, wie schaut's aus? Hast du irgendwas neben den Klemmbausteinen? Leider kein Klemmbaustein war leck, weil ich zwar daheim noch ungefähr 18 Schachteln Lego-Klemmbausteine rumstehen habe, aber keine aufgebaut habe, dass ich sagen kann, war leck oder war Dreck. Drum gehe ich auf den Film Saint Maud, habe ich jetzt endlich mal gesehen. Oh!
Du hast ihn auch gesehen und da möchte ich speziell auf der Film ist ja wieder mal sehr, wie der Mike gesagt hat, slow-burnig. Und ich möchte da speziell eine Szene rausnehmen, und zwar die, wenn dieser Dämon dann auf sie mal da zum Sprecher kommt. Weißt du das ungefähr, wo es im Bett drinnen liegt und dann wenn sie es dann runterschmeißt? Ja, ja. Das war, war lecker. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Gänsehaut gehabt, wenn es um eine Dämonenszene gegangen ist. Ich glaube, das letzte Mal bei der Nonne, als ich das erste Mal gesehen habe in Conjuring 2. Ja. Und das habe ich unbedingt als Verleck mitnehmen müssen, weil seit wann ist Conjuring 2 draußen? Keine Ahnung. Seitdem hat das kein Film mehr geschafft, dass er mir so einen eiskalten Schauer über den Körper laufen lässt, wenn ein Dämon anfängt oder wenn ein Dämon kommt und dann redet und so. Unglaublich, unglaublich geil. Und auch der Film an sich sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Das Ende ist ein ziemlicher Mindfuck. Wahnsinn. Der reißt es nochmal aus, der ist schon so geil. Und dann kommt das Ende und dann sagst ui, wow. Mies. Voll fertig. Ja. Richtig gemein. In der Hauptrolle, ich weiß nicht, ob man den Namen richtig ausspricht, geht's mir jetzt auch so, die Morphet Clark, das ist ja die Galadriel aus Ringe der Macht. Ja, spielt das ziemlich gut. Das ist auch nicht viel mit diesem ganzen Gläubigkeitszeug und diesem Busedreck, was da treibt. Da legt die Schuhe mit den Glasschirm drinnen. Oder wenn's Nägel, ich weiß, keine Ahnung. Also es sind ziemliche Assi-Sachen dabei. Diese Dämonenszene ist unglaublich, unglaublich gruselig gewesen und das Ende ist auch richtig, richtig gemein. Ich finde den voll stark. Ist, glaube ich, auch ein A24-Film gewesen, oder? Richtig, ja. Eigentlich hätte ich gar nicht mehr sagen müssen. Nur St. Maud A24, Bravo, das hätte eigentlich schon gelangt. Genau. Also, schneid das raus, Corby. St. Maud A24, voll geil. Bumm. Mic drop. Wow. Bitte heben Mike wieder auf. Jetzt aber richtig lustig. Heute ist die lustigste Folge aller Zeiten. Ich find's super. Ja, wir sind brutal. Wir sind so richtige Gagschleudern. Ja. Ein Schenkelklopfer nach dem anderen. Eigentlich sollte man Warnung vorab aussprechen, dass die Leute vielleicht stehen bleiben, wenn sie es unterm Phono hören wollen. Achtung, gleich wird's lustig. Nicht explizit, sondern explizit funny. Ich mache einfach mal schnell weiter, weil ich frech bin wie Sau. Und zwar, ich habe mir gestern mit meiner Frau einen Film angeschaut. Den habe ich tatsächlich damals, als er rausgekommen ist, mit meinem Bab angeschaut. Und das ist für mich ein ziemliches Highlight nach wie vor. Weil ich glaube, mein Bab war insgesamt mit mir 2-mal oder vielleicht 3-mal im Kino. Und es ist kein Kinderfilm, sondern was ich bis gestern nicht gewusst habe, es ist ein Film von Wes Craven. Mitspielen dort der Cillian Murphy und die Rachel McAdams und ihr wisst jetzt bestimmt, über was ich rede, richtig? Ja, weiß ich. The Red Eye. Red Eye, richtig. Es geht um die Hotelmanagerin Lisa, gespielt von der Rachel McAdams, und die möchte heimfliegen, beziehungsweise die war auf einem Begräbnis von ihrer Großmutter und fliegt halt dann ganz überstürzt und gestresst nach Hause und wird da von einem Typen auf einmal angesprochen, der Jackson Ripner heißt, gespielt von Cillian Murphy, und relativ schnell, wo man nur am Anfang warnt, okay, es ist vielleicht eine romantische Liebeskomödie, entpuppt sie das, dass der Jackson mehr von ihr will als nur Liebe. Liebe. Was mache ich dann? Das darf man nicht verraten. Ne? Bumsen. Ja, sie ist ja die Hotelmanagerin und sie ist da sehr begehrt. Und sie ist da so begehrt, dass auch, ich weiß nicht mehr genau, ist irgendein Abgeordneter oder so, irgendein hohes politisches Tier, checkt halt dann da bei dem Hotel ein und sie soll dann da was deichseln und also sie wird nicht sexuell belästigt, sondern sie wird anderweitig genötigt, sagen wir es mal so. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Film. Und für den jungen Corby, der gedacht hat, er geht in einen Actionfilm mit seinem Bub, der dann irgendwann total weite Augen gekriegt hat, als er bestimmte Szene kommt, wo ein Stift in eine Körperöffnung geschoben wird, wo der Stift liegt hat. Welche? Welche? Das darfst du herausfinden. Weil ich glaube, unsere Verständnisse gehen da auseinander, wo es mal in manche Öffnungen schieben kann. Also, sagen wir mal, es werden bleibende Schäden hinterlassen. Ohrwaschel. Na, ein bisschen tiefer. Augen. Ein bisschen tiefer. Na, nicht Augen. Brustwarzenloch.
Na, zu hoch. Aber ja, schaut sich den Film einfach an. Ich kann ihn sehr empfehlen. Also ich mag den sehr gern. Ich war tatsächlich überrascht, dass er von Wes Craven ist, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Wes Craven für seine Verhältnisse so einen ruhigen Film machen kann. Der hat aber, glaube ich, sogar noch was Ruhigeres gemacht. Ist nicht sogar der, jetzt schieß mich tot, Hearts in Atlantis ist nicht sogar der von Wes Craven? Keine Ahnung. Das war also ein Drama, war, naja, wer weiß. Jedenfalls, Red Eye war, glaube ich, jetzt auch im Abo von Paramount Plus. Was ich natürlich mir auch, weil ich Paranormal Activity anschauen wollte, gebucht habe. Und ja, ich habe das sehr gefeiert, dass ich den Film wieder gesehen habe und hab mir dann gedacht habe, mein Papp jemals noch mit mir ins Kino geht, nachdem wir in Terminator 2 so eine lustige Herzinfarkt-Session gehabt haben. Tja, aber dazu, wer sie jetzt fragt, hey, von was redet der Typ, schaut euch bitte die 200. Folge an. Der ruhige Film von Wes Craven heißt übrigens Music of the Heart, nicht Hearts in Atlantis. Genau. Und das ist ein Musical, oder was? Das ist ein Musikfilm. Ah. Genau. Okay. Ja, Mike, wie findest du Red Eye, wenn du den schon kennst? Es ist schon eine Zeit her, aber ich habe ihn bis jetzt 2 Mal gesehen und ich finde den gut. Sehr spannend, weil man ganz lange nicht weiß, wo es jetzt eigentlich gespielt ist und wo es er möchte und so. Und ja, und der Cillian Murphy kann ja als Arschloch immer sehr gut spielen und sehr eindringlich. Und ja, ist ja nicht einer von Wes Cravens besten Filmen, aber war doch sehr unterhaltsam. Ja, wie schon gesagt, ich war total überrascht, als ich das dann gesehen habe. So, what? Wes Craven? Ernsthaft jetzt? Da kommen doch gar keine Mutanten vor. Aber ja, war cool. Was hast du da mit deinem Bab Neues im Kino geschaut? Ich war ganz bestimmt einmal als Kind auch mit ihm im Kino und da werden wir uns wahrscheinlich irgendeinen Disney-Film oder so geschaut haben, keine Ahnung. Dann eben Red Eye und Terminator 2. Ach, da war er damals dabei, okay. Genau, da war er damals dabei und da haben wir ja großartige Erlebnisse gehabt im Cineplex. Okay. Zauberhaft. Ja. Aber das, wenn ich es überlege, ich weiß auch genau, wir waren mit meinem Bab 4-mal im Kino. Die Feuersteins, also die Flintstones, dann Hot Shots 2, Twister cool. und Lethal Weapon 4. Ja, also. Und welche Filme haben mir davon gefallen? Hot Shots hat er voll gelacht. Das ist schon wieder so ein Humor, da kann er lachen. Ah, okay. Und bei Lethal Weapon haben sie geschossen, das ist natürlich Hypes. Das mag er, okay. Ja. Also 2 von 4 war schon mal nicht schlecht. Ja, schon, ja. Tatsächlich muss ich ja sagen, ich verbinde manche Filme wirklich sehr stark mit meinem Bab, weil das für mich immer irgendwas Besonderes war, wenn ich tatsächlich zusammen mit meinem Bab irgendwas angeschaut habe. Und da gehört unter anderem Independence Day dazu, weil da war ich damals, weiß ich nicht, 10 oder 11 oder so, keine Ahnung. Also eigentlich hätte ich ihn nicht sehen dürfen. Und er hat halt einfach nichts gesagt. Also er hat jetzt nicht gesagt, dass er ins Bett gehe oder so. Und hat sich den mit mir fertig angeschaut und ich habe zwar dann nicht mehr schlafen können, aber grundsätzlich habe ich das sehr positiv in Erinnerung. Sehr schön. Ja, der ist ab 12, oder? Der Independence Day. Ja, 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 genau. dann hast du ihn schon singen dürfen, wenn der Erziehungsberechtiger sagt, du darfst ihn singen. Genau. Also alles richtig Ja, gemacht. oder wenn er nichts dazu sagt und nicht sagt, ich soll ins Bett gehen. Schweigen zugestimmt. Schweigen ist zustimmen. Ja. Ich habe genau gewusst, weil mein Vater an einem Freitagabend gesagt hat, hey, holen wir uns was aus der Videothek. Da habe ich genau gewusst, dass wir mit Werner Beinhardt 1, 2 und 3 heimkommen. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Na null, aber es war immer das Gleiche. Ja, cool. Leihen wir uns heute mal Texas Chainsaw Massacre aus. Nein, einen Werner gibt's, einen Werner. Haben wir ganz viel Werner geschaut, ja. Geil. Voll. Das war so jetzt meine Warleck-Anekdote. Theoretisch habe ich noch einen Film, es wird aber kein Warleck mehr. Jetzt lassen wir einen Mike auch wieder mal. Eben. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, außer eine Kleinigkeit, einen Produkthinweis hätte ich fast gesagt. Ich habe die Freude beim Schreckszene-Horror-Podcast mit der Ari und der Lena zusammen eine Jubiläumsfolge zu machen. Und zwar wird das ein Quiz und ich bin der Quizmaster und ich habe mir ganz tolle Fragen ausgesucht und ich werde die 2 Mädels auf Herz und Nieren testen, wie gut sie sich im Horrorgenre auskennen. Und die Folge kommt bald und da schaut's vielleicht einmal vorbei. Die 2 sind sehr nett und ich glaube, dass es sehr lustig wird, die ganze Gaudi. Sehr schön. Das hast du über uns noch nie gesagt.
dass wir zwar sehr nett sind. Ja, wenn das Mikro aus ist und es dann irgendwo, ich bin irgendwo, dann sage ich immer, meine Kollegen sind die Besten. Wenn ich nicht auf ein Festel komme, was heißt, du bist der Schlechteste und deine Kollegen sind die Guten. Das wie wir letztes Mal bei dem 90. Geburtstag gehabt haben. Mike, du bist der Schlechteste und deine Kollegen sind super. Vor allem der Corby, der redet so aggressiv. Hat's geheißen. Sag ich, der Corby, der kann vor 200 Leuten reden, wenn der nicht aggressiv reden kann, wer denn dann? Weil er kann jetzt das zweite Wort falsch sagen. Schon. Ohne dabei rot zu werden. Ohne dabei rot zu werden, das ist auch eine Eigenschaft. Völliges Selbstbewusstsein bei absoluter Ahnungslosigkeit. Das ist eine große Stärke. Das kann er. Das kann er. Ja, das kann er. Ich habe noch ein Wort direkt dabei, was heißt letztes Mal, das ist schon wieder Zeit her, aber das hat für die letzte Woche gepasst, aber ich habe es für heute mitnehmen müssen, weil mich das so aufgeregt hat. Da ist noch Mission Impossible Sim im Kino gelaufen, gell? Und ich wollte den ja unbedingt nur sehen im Kino, weil ich finde, die wirken auf der Leinwand besser und Kino ist geil. Geht's mir ins Kino, ist faulen Piss packen. Der war schon im Kino. Echt, jetzt habe ich null mitgekriegt. Ja, der war schon. Was ist mit dir? Wo lebst du? Wirklich, keine Ahnung. Krass. Auf alle Fälle, ich hab ihn erst angeschaut, da ist er schon ziemlich lang gelaufen und er war gerade noch in handverlesenen Kinos zu sehen, zu sehr blöden Zeiten, aber einer ist rausgestochen, habe gesagt, passt, da fahr ich jetzt halt noch hin. Und schauen wir noch, dann kommst du hin, dann wird überall ist er aufgeführt worden, ja, lauf bei uns, passt um die Zeit und dem Kino und so weiter und so fort und fährst du hier und dann ist das erste, was heißt, da muss ich jetzt einen Chef fragen, ob ich den spielen darf, weil du bist der Einzige. Das heißt, wenn ich hoffe, ich bin über eine halbe Stunde gefahren, Vollidiot, dass ich den scheiß Film jetzt da anschauen kann. Haben sie 10 Minuten umeinander telefoniert und umeinander kaspelt, bis dann geheißen, ich darf von anschauen. Ja, sehr gnädig für euch, dass ich in den Saal rein darf, ist Vollidiot. Weil ich bin durchgedreht. Aber du musst 30 Euro zahlen. Ich habe nicht mehr was zum Essen gekauft bei den Pisser, aber ich dachte, das hat echt die Hinterletzten. Was ist denn eigentlich mit euch? Also überhaupt diese Aussage, jetzt muss ich schauen, ob ich in Spanien darf. Fast extra ins Kino, weil es ihn überall bewerben, dass er bei einer läuft und dann ist einer zwingen, ja, das ist mir relativ egal, was du da zahlen musst, aber dann nimm noch halt aus dem Programm aus, wenn die Besuchszahlen schon nicht mehr so gut sind. Ja. Ich glaube, du hast es jetzt nicht gesagt. Also, willst du bewusst nicht sagen, wo das war? Nein, wollte ich jetzt halt nicht sagen. Okay. Aber das war bei uns in Landau auch ganz oft gang und gäbe. Wenn du dann irgendwo allein warst, dann hat es geheißen, da ist der Strom teuriger wie die Einnahme, da geh heim. Echt? Hat es öfters gegeben. Ja, ich meine, rein umwelttechnisch stimmt das, aber dann muss man, das ist jetzt nur keiner, zu der Zeit hat noch kein Mensch auf die Energie geschaut. Da hat jeder ausgeblasen und das Licht brennen lassen den ganzen Tag. Da hat es noch nicht geheißen, jetzt schalten wir mehr aus. Da war das wurscht. Aber da sitzt ja gar keiner drin, der läuft jetzt! Jetzt kannst du dich fixen. Nein, also wie gesagt, das kann ja alles so gut sein, dass du dann heißt, was du willst, da muss ich so viel Lizenzgebühren und zahlen, wenn ich den jetzt, und bei einer Karten, das ist alles schön und gut, aber da musst du nicht aus dem Programm rausnehmen, in meine Augen. Ich kann ja nicht auf gut Glück einfach drinnen lassen und wenn dann einer kommt, dann hat der Pech gehabt. Und wie gesagt, ich bin ja da ein Stückchen gefahren. Gnädigerweise haben sie mir ja dann gesagt, das war sehr, sehr nett vom Kino, dass ein Film ausstrahlt, das im Programm drinnen steht. Für dich. Für dich. War ich schon sehr dankbar, dass sie das extra gemacht haben. Ich habe das auf der Homepage nicht gelesen, dass er nur ausgestrahlt wird, wenn ich komme. Das haben sie auch nicht. Haben sie dann einen Trailer auch noch spendiert oder haben sie die weggezwickt? Ich glaube, ein Trailer ist noch da gewesen. Wahnsinn. Starkes Kino. Ja, war schon, also wirklich, da muss ich sagen, sehr, sehr kundenfreundlich. Die sind wirklich nah an ihren Kunden dran. Die wissen, was sie wollen. Und zwar einen Film schauen, wenn sie in ein scheiß Kino fahren, der auf der beschissenen Homepage drinnen steht. Was soll denn das eigentlich? Wo kommen wir da hin? So einen Scheißdreck habe ich noch nie gehört. Das war also, wenn jetzt da zum Essen gehen, dann heißt es, okay, wir kochen halt nicht, wenn gerade du einer gehst. Oder wenn ich zum Dönermann gehe Mittag und ich bin der Einzige, der ansteht, ja, dann mache ich keinen Döner, wenn gerade einer ansteht. Ja, dann fick dich. Das wäre geil. Für dich was ist das für Bullshit? Was ist das für ein Bullshit? Finde ich cool. Zauberhaft. Ja, cool. Ihr seid jetzt einen Abschluss machen, oder was? Ja, machen wir mal. Vielleicht habe ich noch Überraschung, das weißt du noch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Er hat wirklich was geholt, der war jetzt weit weg. Okay. Ja, bin ich schon gespannt, was dann der Kanin als Überraschung hat. Ich habe mir noch Anfang des Monats einen Film auf Netflix angeschaut, wo mir damals, wo ich den Trailer gesehen habe, der hat mich zumindest neugierig gemacht, und zwar Nowhere. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist der mit dem ist es der mit dem komischen Kanister am Wasser draus? Ja, genau, der Container. Der Kanister. Genau. Habt ihr den gesehen? Ja. Ich nicht. Und Mike, was sagst? Ja, B für Teufel. Es ist ein Scheißdreck. Es ist schon erstaunlich, ich habe mir den tatsächlich auf 3 Schübe hin angeschaut. Ich habe da immer wieder trainiert
Und das erste Mal, wo ich meine angeschaut habe ich tatsächlich nach ungefähr 20 Minuten was anderes da, weil das ist so ein richtiger, ja, schlechte Laune-Film. Also du kriegst schlechte Laune, wenn du dir den Film schaust. Die Prämisse ist, ich glaube, Spanien ist es oder Portugal, keine Ahnung, auf jeden Fall, die Ressourcen sind alle so knapp, dass jetzt die Regierung alle Schwangeren und alle Kinder fängt und wegbringt oder da schießt, keine Ahnung. Also das kommt nicht so direkt raus, aber die werden auf jeden Fall wegtransportiert. Und die schwangere Mia und ihr Freund, der Nico, flüchten mit, so Rebellen, keine Ahnung, über einen Container, also sie und ganz viele andere Leute. Der Container landet dann im Wasser und davor werden alle anderen, die mit ihr in dem Container waren, noch um die Ecke gebracht. So, das ist jetzt mal die Prämisse, weil da habe ich noch nicht allzu viel gespoilert, das sind die ersten 10 Minuten. Intensive 10 Minuten, also das Anfang ist wirklich intensiv, muss man ihm geben. Ja, das ist intensiv und du denkst dir dann, okay, wie viel besser wird's jetzt? Aber es wird die ganze nächste Zeit halt eine besser und es geht natürlich um diesen Überlebenskampf und was weiß ich. Aber es wird dann immer absurder und natürlich, selbstverständlich, du bist in so einem sehr eingeengten Raum, was kann jetzt da alles passieren, wenn sie allein am Container mitten am Meer ist. Der Container läuft voll, sie hat nichts zum Essen, sie kriegt das Kind, sie verletzt sie, keine Ahnung. Lauter solche Geschichten. Und du fühlst also ich weiß nicht, wie es dir ging, Mike, du wirst wahrscheinlich irgendwann geistig abgeschaltet haben und dann bist du gedacht, so ein dummer Dreck. Aber ich habe mich immer schlechter gefühlt. Und ich habe mir dann gedacht, also der Regisseur oder der Drehbuchautor, die können jetzt nicht so viel Freude in ihrem Leben haben, weißt du nicht? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wollten sie als Zuschauer genauso wenig Spaß auf sie in ihrem Leben. Es waren nicht wirklich Sachen dabei bei so Survival-Geschichten. Das war zum Beispiel der Shallows mit der extrem hübschen Frau, wie heißt sie? Ja, der Shallows, der Hai. Mit dem Ryan Reynolds, seiner Tante. Melissa McCarthy. Nein. Melissa McCarthy, ja. Nein, mit dem Ryan Reynolds, seiner Puppe. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Blake Lively oder so. Der macht ja das wirklich nur nachvollziehbar, was du sagst, okay, sie hat das, jetzt macht's das. Das passiert, sie muss jetzt das und das machen. Aber in dem Film passieren Sachen, da gelangst du echt ans Hirn, dass er sich dann knockert auszieht und im 5 Grad kalten Wasser das Kind kriegt, das war wahrscheinlich sowieso auf der Stelle tot war. Also, ich habe mich bei so vielen Sachen so aufregen müssen. Dann lässt es in der Kaden, lässt das Kind einfach knockert umeinander liegen. Ja, also bei so vielen Sachen, wo ich sage, okay, ich verstehe, was er möchte. Er möchte so ein richtiger, fetter Survival-Ding werden, dass du richtig Fingernägel abkaust. Aber es sind einfach Sachen dabei, die können einfach nicht funktionieren und das sowas regt mich dann bei so realitätsorientierte Sachen dermaßen auf. So wie du das gerade gesagt hast, wahrscheinlich war das Ziel und sie war nach 10 Minuten schon da. Und dann haben sie festgestellt, scheiße, wir müssen da einen Spielfilm draus machen. Ja, keine Black Mirror-Folge. Das wird ja gar kein Kurzfilm, shit. Kannst du mir von da auch? Ich kann den Film echt empfehlen. Er war wirklich schlecht und auch wie der Film endet, also schaut euch den nicht an. Nie. Tut mir leid. Für alle, die da mitgemacht haben. Sie ist eine tolle Schauspielerin, das kann man vielleicht schon sagen. Also sie hat da schon versucht, alles zu geben, das merkt man. Aber na. Ich habe mich zwar dann gefreut, wie er dann ausgegangen ist, das habe ich mir dann schon, haben wir gedacht, ja gut, jetzt geht er wenigstens so aus, wie er jetzt ausgeht. Aber ich habe mich dazwischen so unglaublich oft aufregen müssen und der war wirklich auch nicht spannend. Ja. Ich sehe gerade, ich habe den tatsächlich nur unter dem Titel Nowhere wahrgenommen. Der Film heißt auf Deutsch selbstverständlich Nirgendwo. Also für alle, die sich jetzt gefragt haben, keine Ahnung, über was die reden. Ja. Was hast du dem Sternchen gegeben? Ich glaube trotzdem 2, weil sie halt wirklich. Oh, ich habe sogar 2,5 gegeben, weiß ich nicht, da war ich anscheinend gut drauf. Ist doch gesoffen. Aber wie schon gesagt, ich habe mir auf 3 Mal angeschaut und das letzte Drittel ist ja jetzt nicht ganz so extrem kacke im Gesamten. Das habe ich mir dann auch danach dann noch mal gedacht, eigentlich vollkommen der Scheißfilm. Ja, das war nix. Ja, aber und da muss ich dir schon recht geben, jetzt so mit der besten Liste 2023, ich hätte nur so stark auf Dune 2 gehofft, aber das will ja das Jahr nichts mehr. Also das Jahr, für das eigentlich gut angefangen hat sehr schnell sehr stark nachlassen. Ja, vielleicht ist der neue Scorsese dann noch ganz gut.
Ja, stimmt. Und Napoleon, auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Ja. Bei mir war es sogar so, ich habe jetzt ja schon einen Titel, den wollte ich schon vorab draften, weil ich mir gedacht habe, den will ich mir anschauen, der gefällt mir 1000%ig. Den Infinity Pool. Ja. Ins Bucky beim nächsten Mal, Corby. Ach, Kim. Und Kim. Das war der Infinity Pool zum Beispiel von Brandon Cronenberg und war ich auch nicht so begeistert, wie der sein hätte können. Das ist was ist mit A Beau's Afraid? Ist der bei dir in der Liste? Der ist dabei. Okay. Der hat mir übrigens ja schon die Anfrage bekommen, ob wir da nicht mal eine Folge drüber aufnehmen. Oh, sehr gern. Ja. Dann muss ich mir die 3 Stunden aber noch mal geben. Eben. Das ist ein wenig feil. Genau, das ist halt genau das Ding. Wegen viel vor allem. Der Schwanz, der das geschrieben hat, der hat ja nur das 3er-Abo, gell? Der darf sich was wünschen. Ja. Scheiß Philipp Haupitz. Nein, es war nicht der Philipp. Doch? Nein, es war der David. Aber der hat nicht das 3er-Paket, oder? Hat sich der Philipp das auch gewünscht? Dann haben sie es sogar 2 gewünscht, schau. Ich glaube, der David hat mir geschrieben und hat mich gefragt. Da schauen wir nochmal nach, ob sie es der Philipp auch gewünscht hat. Der hat dann das Recht dazu, der David hat das 3er-Abo nicht, der kann abhauen. Weißt du, der Philipp, der will jetzt da sitzen und sie total mächtig fühlen, weil er sich denkt, da habt ihr es mir ja scheiße, anderen Hörer, die kann man alles wünschen und die machen es auch noch. Nix. Hergeschenkt wird nix. Wer Geld hat, kann sich für uns alles wünschen. Aber hallo, wir sind richtige Huren. Voll käuflich. Richtige Huren. Super. Ist so eine wunderbare Abschlussnote, aber hat nur Apple was von euch? Nein. Nein. Ich bin's. Ja, gut, bevor es dann wieder heißt, oh Mann, Corby, hier aufständig die Moderation an die zu reißen. Mike, the stage is yours. Okay. Also, Männer, es war mir wieder eine Freude, mit euch miteinander aufzunehmen. Und ich freue mich natürlich auch um jeden, der das jetzt gehört hat und der uns immer hört und die uns supporten mit Likes und teilen und die immer Glocken drücken, wo es unser streamen. Vor allem an unsere spanischen Abonnenten da draußen. Der Corby fügt jetzt dann noch was Spanisches, ein Grußwort, ein Spanisches für unsere spanischen Hörer. Da muss ich einfach gerade mal sagen, Und in die Luft schießen. Das ist aber schon wieder ein bisschen mexikanisch. Ja, eben. Dammit. Ja. Wahnsinn. Muchos gracias. Bene. Espanol. Bene ist italienisch. Okay. Ja. Na, Beni. Also, vielen Dank, Manna. Es hat mir wieder eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre. Mensch, danke, Mike. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Portugal. Von Portugal und Klemmbausteinen. Aber der für euch. Servus.